Interferenz an dünnen Schichten, deren Dicke wesentlich kleiner ist als die Wellenlänge. Eine besondere Situation tritt bei besonders dünnen Schichten ein, wenn L wesentlich kleiner ist als Lambda. Dann kann der Weglängenunterschied 2 mal Lambda vernachlässigt werden und die Phasendifferenz zwischen R1 und R2 wird allein durch die Reflexion beeinflusst. Angenommen, die Schicht in Abbildung, also betrachten wir diesen Ring mit Seifenblasen, an der die Reflexionen eine Phasenverschiebung von 0,5 Wellenlängen verursachen, sei derart dünn. Dann schwingen die Wellen zu R1 und R2 exakt gegenphasig und die Schicht erscheint dunkel, unabhängig von der Wellenlänge und sogar von der Intensität des einfallenden Lichts. Diese Situation entspricht für m gleich 0 in voriger Gleichung für die Interferenz an dünnen Schichten. Schichtdicken mit L kleiner als 0,1 Lambda betrachten wir grundsätzlich als die geringste von Gleichung erfasste Dicke, für die in Abbildung eine dunkle Schicht wahrgenommen wird. Jede solche Dicke gehört zu m gleich 0. Die nächstgrößere Schichtdicke, die die Schicht dunkel erscheinen lässt, gehört dann zu m gleich 1. In Abbildung sehen Sie ein senkrecht gehaltenes Seifenhäutchen, dessen Dicke infolge der Gravitation von oben nach unten zunimmt. Also das ist die Dicke ist eine veränderliche Größe wegen der Gravitation. An diesem Punkt ist dünn, an diesem Punkt ist dicht. Die Seifenlösung wird nach unten gezogen. Die Schicht wird hell beleuchtet, trotzdem erscheint der obere Teil dunkel. Also wir beobachten destruktive Interferenz. Weil das Häutchen dort hinreichend dünn ist. Im etwas dickeren Mittelteil sehen wir ein Muster aus Streifen. Ja, hier betrachten wir ein Muster aus Streifen, deren Farbe hängt in erster Linie davon ab, bei welcher Wellenlänge reflektiertes Licht an der jeweiligen Schichtdicke vollständig konstruktiv interferiert. Zum unteren, dicksten Ende der Schicht hin werden die Streifen immer schmaler, ja, das sind schmalere. Die Farben beginnen einander zu überlagern und verblassen. Und jetzt betrachten wir die Situation mit der Flügel des Morphofalters. Das war die Frage am Anfang der Vorlesung. Eine Oberfläche, deren Farbigkeit durch Interferenz an dünnen Schichten zustande kommt, irisiert. Sie ändert den Farbton abhängig von der Blickrichtung des Beobachters. Der irisierte Glanz der Flügeloberseiten des Morphofalters wird durch Interferenz an dachziegelartig angeordneten, durchscheinenden Schupfen verursacht. Die Schichten sind wie breite, flache Verzweigungen baumartiger Strukturen senkrecht zur Flügelfläche aufgebaut. Stellen Sie sich vor, Sie schauen senkrecht auf den Flügel, der von oben mit weißem Licht beleuchtet wird. Das von den Schupfen zu Ihnen reflektierte Licht interferiert vollständig konstruktiv im blau-grünen Spektralbereich. Das Licht mit Wellenlängen vom anderen Ende des schichtbaren Spektrums, rot oder gelb, interferiert nur teilweise konstruktiv und ist deshalb schwächer. Der Flügel erscheint Ihnen folglich blau-grün. Wenn Sie schräg auf den Flügel blicken, dann hat auch das Licht, das Ihr Auge erreicht, die Schupfenschicht auf einem geneigten Weg durchlaufen. Vollständig konstruktive Interferenz tritt deshalb bei einer im Wegvergleich
zum senkrechten Blick geringfügig verschobenen Wellenlänge auf. Bewegt sich der Flügel so, dass Sie ihn unter ständig wechselnden Winkel betrachten, so verschiebt sich dabei die intensivste Wellenlänge des reflektierten Lichts, der Farbton ändert sich oder der Flügel irisiert. Das ist eine aufgrund der Interferenz Erklärung, was mit warum der Flügel irisiert den Beobachter.